So, ihr Leid. Wir sind in der ersten Folge von der letzten Episode von Wolf Among Us Arkham. Das ist Folge 13. Wir haben 2 neue Interact freigeschaltet. Das gucken wir uns jetzt an. Vivians Geschichte. Das Mädchen mit dem roten Halsband. Ah ne, nur Halsband. Okay, ihr wisst, was ich meine. Vivian war als erste dem Fluch des lila Bandes ausgesetzt. Das Entfernen des Bandes hätte ihren Tod bedeutet und jeder Versuch, darüber zu reden, wurde von dem darauf liegenden Zauber verhindert. Mit der Zeit versuchte sie ein normales Leben zu führen. Irgendwann heiratete sie einen netten Mann, aber er wunderte sich ständig über das Band um ihren Hals. Trotz ihres Flehens, die Sache auf sich ruhen zu lassen, wollte er es eines Nachts entfernen. Als er daran zog, wachte Vivian auf? Ja klar, auswache kann man nicht. Wachte Vivian auf und sah, was ihr Mann tat. In Panik duckte sie sich weg und verhinderte, dass der Knoten des Bandes gelöst wurde. Wütend versuchte sie ihm die Ernsthaftigkeit seines Handelns zu erklären, aber ihr Ehemann konnte es nicht verstehen. Sie merkte, dass sie ihm nicht trauen konnte und verließ ihn daraufhin. Für den Rest ihrer Tage lebte sie allein in den Heimatlanden und zog die Sicherheit des Alleinseins dem Risiko eines weiteren Verrats vor. Und dann ist er an Georgie gekommen. Das Paddington Pie, Laden von Vivian und Georgie. Vivian und Georgie trafen sich während des Exodus aus den Heimatlanden. Sie halfen einander, die lange Reise in die Welt der Menschen zu überleben. Aber nach ihrer Ankunft fiel es ihnen schwer, ein angemessenes Auskommen zu finden. Mit ihrem wenigen Geld eröffneten sie das Paddington Pie. Die Leitung eines Stripclubs war sicherlich nicht ihr Traum, aber immerhin war es besser, so einen Laden zu führen, als in ihm zu arbeiten. Ja. Morgen geht's weiter mit der nächsten Folge von The Wolf Among Us. Ihr Leid, es geht in der Endspurt. Gucken es euch an. Und nach der Folge gibt es dann wieder eine Märchenbuch-Folge. Bis morgen.